Herzlich willkommen. Hi am Binjo Village beim George Kiefer. Und du was denn? Christoph Hansen, Europadeputéierten am Member von der Kommission für internationalen Handel an für Umwelt. Und ich meine, du hörst mit den Sujets, die wir werden beschwätzen, nicht nur politisch zu denen, aber du hörst auch am Laufe deinem Studium. Schon Umweltwissenschaften zu Straßburg studiert, oder verschiedene von denen Sachen, die ich gelernt habe, kann ich in meinem Alltag am Europaparlament mit ansetzen. Da sind wir gespannt. Da sind wir gespannt, bei dir zu suchen hat. George, erklär uns das Konzept von Binjo Village. Was ist das für ein Platz, wo wir sehen? Wir sind an dem ersten Zero Waste Gebäude von Lützeburg und der Name von Binjo, sehr neu, kommt genau aus dem Hintergrund. Das heißt, sozioökologische Kreislaufwirtschaft, das ist ein schwieriger Term, mit direkt mechanischer Selbst, wie dass man einen Eindruck hat für ein Projekt, dass man zu viel intellektuell und die Themen rumgehen, dass man zu viel Konferenzen machen, dass man zu wenig machen. Wir machen eine Demonstration, wir holen Sachen, die Wäschgeld gehen, dazu gehören auch Menschen, die marginalisiert sind. Wir holen Sachen, die Wäschgeld gehen, und darüber machen wir hochwertige Projekte, für das zu weisen. Ob das Restaurants, die im Moment an der Pipe steht, ob das Kleider sind, die wir machen, ob das Möbel sind, die wir neu kreieren, an dem ganzen Bereich. Und das so kohäsiver, partizipativ, wie es nicht mehr geht. Du siehst mir. Wir sind plus, wir sind nur eine Equipe von 18 Leuten. Ja. Das ist eine inklusiv, integrativ eine Equipe, wo auch Menschen dabei sind, die aus ganz fremden Ländern kommen, als Spruch nicht schwätzen, aber einfach ein Metier terribel gut beherrschen. Und wir überklammern das mit einer App zu übersetzen oder mit Hand Face, das geht alles. Aber wir bringen Leute zusammen, die eine hohe Qualität können aus dem machen. Auch kreativ, mit Enkadrement, mit ja, verrückte Künstler und für durchaus Sachen zu machen, die ja nur appréciiert werden. Der hat heute ganz viele Bitsmaschinen stehen. Was geschieht mit den Bitsmaschinen? Wo kommt der die Kleider selber? Kommen da Produkte, die da neu verwehrt oder wie geschieht das? Wir sind am größten Thema vom Upcycling, wobei wir eine Definition davon haben oder wir eine puristische Definition vom Upcycling haben. Das Upcycling ist nicht für zu sagen, ich mache so für ein Vierhund wie bislo und da so nicht zu den anderen und die könnt ihr meinen auffallen und holen und etwas daraus machen, dann habe ich irgendwie eine Kreislaufwirtschaft gemacht und die könnt dann upcyclen. Was wir machen, wir erklären den Leuten, was passiert mit Kleider, die mit den Container gehören. Das ist ein wesentlicher Punkt von der Arbeit, wir recherchieren viel. Aber wenn ich da gesagt dass Männer wie 2% von den Kleidern, die gesammelt werden, dass die bei armen Leuten kommen, weil dann von der Klischee ist. Und dass deutlich mehr verbrannt wird und deutlich mehr exportiert wird, wobei wir dann fernen Marschen kompromittieren. Aber dann sind wir die Leute von der Lust tut, dann geht uns die Kleider mehr entwickeln, lokal, mehr designen lokal, mehr produzieren lokal, und wir verkaufen lokal. Einfach nur für zu weisen, was alles geht aus dem Überschuss, den wir haben und von dem, was wir weggehen. Und das zeige ich mal beim Essen, wo wir so ein überschüssig Bio-Essen, was frisch vom Feld kommt, was Leute nicht wollen, weil die Aubergine zu hell ist oder die Cornichon zu krumm ist oder 2 Champignons, die zusammengewürzt sind. Aber die systematisch gehen die entweder weggeheilt oder kompostiert. Und das mal so. Und dann haben wir eine Hochklasse-Equipe. Aber wir gucken all das, was wir kreieren, und dann machen wir durchaus nicht fertig dessen. Das zeige ich bei den Möbeln, das Konzept ist immer dieselbe. Wie könnt ihr das Konzept tun? Wir sind relativ überwältigt, muss ich sagen. Also wir hatten eine Annonce gemacht, für zu sagen, wir haben ganz viel Skepsis, was normal ist an einem konservativen Land wie Lützeburg. Weil man so Sachen nicht ganz dagsam durchschauen. Für einfach zu so, wie viel Kleider gehen wir weg. Aber wenn wir wissen, dass 9 Millionen Kilo Kleider alle Jahr an den Container verschwinden, die man nicht können nur einmal geben, wenn wir nicht genug Rahmen haben, für den mal ganz sarkastisch auszudrücken. Oder das einfach Holz, was man weggehen. Ich gehe mir will an Recycling. Aber das geht nicht recycliert, das geht verbrannt. Auch von der EU, das als Recycling deklariert, wenn man dann Hitze gewonnen. Aber die Themen von mir wert, dass man so ein kommen schwätzen darüber einen edukativen Bereich und dann so mit Leuten kommen, wir machen doch etwas Flottes. Und das ist, wir waren überwältigt von dem Rückklang, den wir hatten. Wir hatten viel, sowohl an der Presse, viele Publikationen, wie auch an dem anderen Bereich, dass einfach Leute reinkommen sind und gesagt haben, ich will bei den Workshops mitmachen, ich will partizipieren. Allein die Fassade in dem Gebäude, und über 120 Leute sich gemeldet für zu sagen, der will ich mitmachen. Und das ist genial. Auch bei den Kleidungsstücken sind wir ganz ferm geguckt und an einem Ministerium sie gesagt, dass das nie etwas, mit dem wir gerechnet haben. Und wir haben letztes Jahr, am allerersten Jahr, wo wir angefangen haben, als Tentativen zu machen, über 1000 Kleidungsstücke verkauft. Was wir in H&M
für zu krechen ist, aber für uns ein genialen Erfolg ist. Du hast gerade mit H&M verglichen. Preise von H&M sind ein bisschen mehr günstig, wie die Preise von den Kleidern, wenn sich ein bisschen umguckt. Also da wirklich dann wirklich upper class, die sich dann so gezeigt kann, die ihr bei dir auch kaufen könnt. Ich fand die dote froh genial. Das ist nämlich auch genau der Übergang von nicht für eine Politik für zu so und was machen wir mit den Preisen. Wenn wir so wir haben die Arbeitszeit, die heute gestartet wird, wir fahren nicht für die Stofffelder, kriegen wir geschenkt von den Leuten. Am Jolen Arbeitskräfte bei uns, sie sind qualifiziert, sie verdienen nur Lützeburg im Standard quasi eng Misere. Am Jolen die Stunden, und wir berechnen chronometrieren Zeit, die wir brauchen, mit professionellen Arbeitskräften. Selbst in Bangladesch, mit dem selben Material, selbst Maschinen, besser ausgebildet, machen wir Kleider. Und dann chronometrieren wir die Stunden und wir multiplizieren das mit 30 €. Es gibt keine Entrepreneur zu Lützeburg, die für 30 € schaffen. Und dann so wir mit 3 Stunden für ihn hier, das tut nur 2 Stunden, kannst bei der Team 60 €. Da kannst du nur kaufen, wenn du willst. Mit den, also der Gewäsch, mit den, vom Prinzip her für zu sagen, wir kommen gucken die Sachen an den. Aber wenn ich einen Heim von 10 € kaufe, und ich rechne den Gewinn von H&M auf, die für 2 Jahre bei 10 Milliarden liegt, und ich rechne auf. Sorry, ich habe kurz mein Linz rausgefallen. Ups. Du hast okay gerechnet. Kurz gehabt. Mein Tisch, wenn ich dann hier für 10 € kaufe, und ich gucke mir den Gewinn von H&M an, und ich gucke mir den Transport und ich gucke mir an, dass das muss hergestellt gehen, dass du keine Arbeit dran hast, dass so Pestizide mit dran sind. Das muss rausgewäscht gehen, wenn du Nebenkästen, wie wir wissen, Kollateralkästen, Kästen auch vom Wasser, von der Umwelt. Aber wenn ich ja nur just 10 € und dafür kann frohen, da geht das um Buckel von der Umwelt oder vom Sozialen. Und das ist also kein Thema. Wir einfach so kommen schwätzen darüber. Ja. Und dann hast du den Schwab. Und dann also die froh, ob ihn den nicht so viel suchen hat, ob den wie in Deutschland im Durchschnitt von Greenpeace wo gehen aus 60 T-Shirts braucht an seinem Schaf oder eben nicht. Und das ist ein wesentlicher Punkt, dass ich mehr akzeieren darauf für so kommen schätzen über Gewohnheiten, schätzen darüber nicht für so man selbst wie viel drunter, und wir bauen einen zusätzlichen Filter an oder wir wollen eine bessere Kamera oder besseren Detektor, für das wir ein bisschen etwas reduzieren. Das tun wir nur 50 Jahre lang gemacht in unserer Wirtschaftspolitik. Für zu so kommen schätzen wir Sachen open un, wir verstoppen man, wir euphemisieren man. Aber wir schwätzen darüber, dass der Toten passiert und dass der Tote geschieht. Und dann haben Leute nur den freien Schwur, wir können zu sagen, ich will der Toten oder ich will der Tod. Ich mein, der tut noch einen guten Übergang auch bei Handelspolitik an, aber das hängt natürlich auch mit dem Konsumateur zusammen, was er hat. Und du sagst gerade, 60 T-Shirts im Jahr, das muss effektiv mänglisch nicht sein, das ist ganz klar. Aber du verstehst an viele Leute, wenn in eine gucken geht, was dann in ihrem Schaf gebrauchen, das sind immer die 3 selben T-Shirts, die meisten Sachen. 40% von den Kleider gehen oder letzte Tüte, die mir gelesen haben, gehen nicht enkel gedroht. Das sind viel. Ja. Und du musst mal gucken, was Handelspolitik machen kann. Und du hast effektiv, wenn ihr just Taxe guckt, dann haben wir natürlich also für Export Taxen raufzusetzen. Ich meine, das ist den ewig. Wir müssen einfach gucken, dass wir da an die dortigen Handelsaufkommens auch Nachhaltigkeitskriterien dran setzen, die neu Handelsaufkommen 100 schon dran, den Trade and Sustainable Development. Ich habe das mit muss ich noch kann ich nach null leben, weil viel von denen Diskussionen sind 24 Jahre Ugang, 24 Jahre und Leute nach ganz ehrlich das gespattet. Ich das Mandat auch von der Europäischen Union viel zu viel schwach. Und du hast mir auch als am Europaparlament Druck gemacht, dass justement auch eine europäische Legislation für die Betriebe obligatorisch soll gehen, die sogenannten Due Diligence an den Handelsketten als erster Schritt für das Toten auch mal zu verhindern, dass die Leute in der sozialen Konditionen schaffen, die an der Europäischen Union auch an den ärmsten Ländern niemals möglich wären, da das nicht nur Konkurrenz, die du spielt mit nationalen auch die Menschenrechte, die du muss respektiert. Ja, aber da tun das gerade die gute Sachen hören und ich fand sie gut. Auf der anderen Seite schwätzen wir seit über 20 Jahre genau auch über die Themen. Das könnte man ein bisschen mehr, wir schätzen über Green Deal. Ich denke, dass der Ausdruck von der Madame von der Leyen, der Green Deal, als mehr DAX annonciert, wie das nicht gesagt ist. Nur an dem letzten aufhaltenden Handelsaufkommen
Du hast die oppe Kritik, die fulminant ist, die also grad für darauf hinzuweisen, wo ist der Green Deal. Natürlich stehen dann Abschnitte mal dabei, am Gewicht wie von den wirtschaftlichen Vorteilen, ist das nicht. An auch den Menassen drunter oder die Kontrakte, was passiert, und deswegen Konditionen, die sind so schwer, dass ich mal haut so, okay, wir bauen das löse an. Und das ist für mich eine Politik von den ganz kleinen Schritt. Und das ist die ist an den letzten 100 Jahren genau in die Situation von Haut brütet. Die Konditionen von der Arbeit waren noch nie so schlecht. Und an bestimmten Zielländern, du hast für drunter schon genannt, angeschaut, hat Äthiopien abgebaut für die Textilindustrie, weil Bangladesch als zu teuer geht. Mit $80 pro Monat, mit 60 Arbeitsstunden, mit Schläge auf der Rück, mit einem Redeverbot, an der wir zweimal am Tag Pipi machen. Das sind für uns Situationen, wo wir so, wenn wir so viel machen, so wir machen schon kleine Schritte, und das geht auf Logo gefordert, mit geht aber kaum umgesetzt. Wenige so ein Kontrakt umgesetzt, wenige haben mir ein Land dazu gezwungen, für den Arbeiter mehr zu bezahlen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich lese viel. Und das sind Geschichten, die uns ganz stark steuern. Für zu sagen, kommen sie mehr ehrlich, aber so einfach wie nur es lebt, und nur mehr Chance. Eine Forderung zum Beispiel ist, die Europäische Union, zum Beispiel von immens stark als Wirtschaftsraum, ist das dominant. Von mir geht es so, wir holen nicht mehr nach Kleider ran, nur dem, wo den Living Wages angepasst sind an die Länder. Natürlich in Bangladesch zum Beispiel Saläre mehr wie zu verdreifachen, was ein T-Shirt im Durchschnitt gibt 53 Cent Medaillen. Wenn wir das fordern, dann geben so und so importieren wir das nicht mehr. Da geben wir zum Beispiel Schritt 4 gehen. Und da geben wir einfach so, und das ist so, da gibt Betriebe nicht kosten. Weil die 53 Cent könnten sie sogar schlecken bei den Gewinnern, die letztendlich dann aber da sind. Und da fährt man dafür drin. Und das ist etwas, wo wir uns bis heute vorstellen, wo uns dann die Schritte, die auch an der EU negoziert gehen, einfach nicht weit genug gehen. Ja, aber du musst auch aber ein bisschen gucken, du hast über Bangladesch angeschaut. Bangladesch ist zum Beispiel ein Land, wo die Europäische Union kein Handelsaufkommen hat. Das heißt, ohne Handelsaufkommen können wir keine Standards mit ihnen verhandeln. Entweder holen wir es oder wir holen nicht hier Produkte. Das ist das generell. So irgendein du draußen, du gehst gerne Handelsaufkommen mit Lateinamerika, mit den Mercosur-Ländern machen. Wenn du da halb Stroß gehst, sind 9 von 10 Leute, die da so macht das nicht. Wenn wir keinen Handelsakkord machen, dann können wir just mal das tun, was du siehst. Mit welchem Argument kannst du das auffordern? Die Länder so und dann, wenn es so ist, dann liefern wir auf anderen Plätzen. Aber das dürfen sie gerade nicht machen, weil der europäische Markt ist so bombastisch groß, dass sie sich nicht können leisten, für einfach zu sagen, da liefern wir nicht mehr an die EU. Genau, das ist die Union, denn wir haben immer gesagt, oder geleiert vom Robert Schumann, auch l'Union fait la force, das ist ja am Anfang eng von der Basis von der EWG-Demos gewesen. Und die spielen wir da nicht aus. Und das ist für mich immens betrüblich. Das ist für als Equipe immens bedauerlich. Ja, Vietnam, ein anderes Land, wo auch ganz viel Textilindustrie ist, da ist ein Handelsakkord verabschiedet ging. Das ist, meine ich, der richtige Weg. Wir haben dadurch sie forciert, wie sie sich so nicht dazu forciert, mich mengen nicht, wir haben sie encouragiert, mal endlich auch die Konventionen von der internationalen Arbeitskonvention für die auch umzusetzen, erstens mal dazu Gewerkschaften können und dazu Sachen, die früher nicht gauf. Das tun wir durch Handelsakkorden gemacht. Ich meine, du musst mal aber zu summen ein bisschen unter Kommunikation schaffen, weil wir heute zu Lützeburg fand ich ganz oft, dass schwarzer-weiß als Handelsaufkommen ist das schlecht so und die meisten Leute, ich meine, dass die einzige Art und Weise, wie wir können probieren, als Standarten zu exportieren, und nicht so nicht, wie du siehst, forcieren, wir encouragieren für Menu und als rund zu kommen. Das ist natürlich etwas, was du nicht einfach in Hebelchen gelocht kriegst. Du musst viel Arbeit, du wird viel verhandelt, wie so Handelsakkorden über die Jahrzehnte verhandelt, weil die andere Seite nicht d'accord ist. Das ist leider ein langwieriger Prozess, wo du auch kannst so, dass Politik, die variiert, ich gebe das nicht so mit das einfach, du probierst Sachen bei ihnen zu bringen, die extrem weit sind. Und das braucht Zeit. Du hast auch den Green Deal angesprochen, das ist im Moment für mich eine große Überschrift mit ziemlich wenig Kontinu. Du musst in den ganz rich Sachen und Legislativinitiativen auf den Weg bringen. Das kann ich nicht einfach so aus der Hüfte rausschießen. Sie sind im Umgang mit ganz vielen europäischen Kommissionen, wie du weißt, hat ein Monopol für Legislativinitiativen zu machen. Wir können leider haben wir noch kein richtiges Initiativrecht.
an du muss sie auch die nötig Etüden Impakte machen wie Sache können an das vom droit vier gesehen sie mussten die Etüden Impakte machen sonst können sie keine Legislation proposieren an erwarte mal dat ein ganz Sache kommen man schwätzt noch viel lieber der sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism natürlich da denkt CO2-Steuer fällig gött für wenn Produkte an der Europäische Union rakommen weil mir hunden Priocarbon an der Industrie an der Stahlindustrie sind halt zu Ash bezahlen sie für Tonnen CO2 diese an Luft bloßen aus China machen sie das nicht an solo die dorten Initiative vier gesehen das geht natürlich nicht immer so schnell wie in dat gehört und du sind nicht d'accord das den legislative Prozess den Merci mé grad dran Wand EU-Parlament eben die Initiativrecht als solches tut. Dann gebe ich mal gerade an so Situationen wünschen, dass einfach du méi Courage du hast für einfach méi Sachen noch zu fordern. Und ich fand ein Parlament an noch lo bei der Aufstimmung von dem vietnamesische Freien als aufkommen was zugeschwert ist, fand ich enttäuschend, dass von der Lützeburgischen Deputierten sich dagegen gestaltet wird an Diana ein Algo Favor davon erwären. A Platz einfach zu sagen, okay, du sind die Sachen dran, wir haben nur gelesen, das ist ein Job, dass man über die Sache schätze, wo man sie informieren. Aber du hast drunter einfach viel zu sagen, dass du das Rimm von den kleinen Schritt, weil der Freie so kommst du sie mal sehen, der sind ja schon Dutzend an der Schrift gehen. Und den Alkesrim behaupten, gehen wir Schritt an die richtige Richtung. Lo kann ich viel darüber diskutieren, weil wenn auf der einen Seite dann Kontrante mit dran kommen, für zu sagen, wir encouragieren, ich fand ich geliebt, macht das lo besser. Obwohl wir wissen, dass Vietnam auch am Vorzeigeprison, manchmal letztes Jahr lang, Häftlinge gestorben sind. Und dann sind aber auf der anderen Seite an den Aufhandelskommen aber auch immer im Sparte mit dabei, die gut nicht an die Nachhaltigkeitsschiene mit kommen. An der Nachhaltigkeit schwätzen wir nicht nur vom Carbon Footprint, das heißt von dem, was die Ökologie angeht, die immens wichtig ist und die zu wenig behandelt werden, mit das ist auch die sozialen Faktoren. Für dann eine Diktatur wie Vietnam zu motivieren, für zu sagen, probieren da besser mit den Leuten umzugehen. Das fand ich zum Beispiel zu schwach. Und findest du dann, wenn man sie einfach links leihen lassen an den Chinesen neben drin und meinst du, dann hätte man besser geschafft? Ich meine, dass man besser schaffen, wenn wir Eiswerte durchstellen, auf Forderungen an drunter stellen, und unsere Wirtschaftsräume ist so bombastisch, dass sich kein auf der Welt kann leisten, für ohne die EU zu schaffen. Aber wir Länder einfach so ein Methoden, das heißt, die geht an Human Rights und geht an die deutsche Schachtel mit dran, als Voraussetzung. Das machen wir auch bei den Memberländern, wo wir so ein Tattoo erfüllt, die für bei als Member zu gehen. Man hat dasselbe für die Importe, die wir machen von den Handelspartnern. Also, von die dort Menschenrechte genau so erfüllt, und nicht so, man ein bisschen besser wie gestern, an die dort Umweltstandards erfüllt, Minimum. Und die sie wahrscheinlich nicht immens. Aber wir haben nur gefangen mit einer Philosophie für zu sagen, dass du nach ein Prix d'entrée für die EU ranzukommen. Du hast nicht auf meine Frage geantwortet, also hat man Vietnam einfach so links leihen lassen, an Chinesen schalten auf Wald gelassen? Solange wie sie die Konditionen erfüllen, ja. Und das zeige ich mit den Chinesen. Das ist China also ein enorm wichtiger Handelspartner für uns, mehr für zu sagen. Wenn die Sache bei uns importiert, wir sind umgegangen, große Schritte für zu gehen. Und wir haben uns evaluiert, dass wir die Menschenrechte und die Ökologie, dass wir Mindeststandards festlegen, hier sind. Und wenn das nicht erfüllt, dann schaffen wir mit anderen Leuten zusammen. Ja, mit das ein Prozessdienst nicht an engem Schritt musst du warst nicht direkt von einem Entwicklungsland die schnellste die best entwickelte Demokratie auf der Welt dass Prozess den muss begleiten dasselbe gilt wenn man ich weiß von Kollegen am Europaparlament so mit der die EU nicht erweitern ich fand das als komplett falsch wenn man Länder hun am Balkan die gern an der Europäische Union kommen die natürlich noch ein Defizit der Punkte Korruption und das immer sehen der sind da auch an der Europäischen Union dran die noch nicht ganz dose wo mir als letzte wo ihr hätten wie wenn man so aufhängen also komplett als so entweder also schwarz oder weiß dann mengsch kommen gut nicht weiter wir hätten wir kommen noch man halbtauschen von Trab an dann um man vielleicht perspektiv du nur weiter zu schaffen mit den echten Schritt also immer die schwersten und die wichtigsten Kitter noch nicht ganz Ziel aus fand ich also wichtig dass man du als aber nicht so komplett kategorisch da sind. Ich verstehe das. Also so, weil wir das schon seit 50 Jahren so machen.
seit 50 Jahren so mal kommen wir bis an Tal schon von der Treppe, sind wir ein bisschen realistisch, kommen wir mal den nächsten Schritt auf der Treppe. Weil das ist ja dags aber mal der Fall. Encouragement für ein Land, weil dann die Konditionen schafft, als für mich einen echten Treppleger an der Tal schon von der Treppe. George, ich meine, werde ich doch raushören, als dein Wunsch ist wirklich so eine neue Radikalität zu haben. Eine Radikalität, die an der Politik, an politische Maßnahmen, die getroffen werden. Ne? Du kannst sagen, wir müssen gucken, pragmatisch zu sein, gucken, wer die kann erreichen, für Fortschritt zu haben. Dann los es vielleicht zu summen ein Experiment, wo mir gerade auch gesagt und festgestellt, dass der Christopher selber Umweltwissenschaften studiert hat. Ich meine, das sind also auch Sujets, die dich persönlich passionieren. Setz mal das politisch erklammern. Und los da ist vielleicht eine Utopie, wo und so, okay, wenn das nicht so schwer wie mit den Majoritäten und mit den Ländern zu überzeugen, dass sie aber Mist sich anpassen oder Veränderungen anstößen. Wie muss das ideal laufen, für dass die Radikalität, die der George lief mit seinem Benue Village, sich auf die ganze Welt deklinieren lässt? Christoph? Auf die ganze Welt deklinieren, das ist natürlich nicht einfach. Ich meine, der tut noch selbst zu Lützeburg im Moment wirklich am Gang zu kommen. Da tut aber auch damit zu dienen, dass wir die meisten Leute glücklicherweise nicht extrem am Misere sind. Wenn du an anderen Ländern gehst, wo die wirtschaftliche Situation nicht die ist wie an der Europäischen Union, haben so Initiative vielleicht aber auch mehr Krampes für uns kommen. Dass es wahrscheinlich besser wäre, weil die Leute dann dadurch aber auch Arbeit hätten und nicht müssten auf Müllhalden gehen für zu evaluieren. Ich meine, das ist auch ganz klar. Aber da muss man einen ganz Rückschlag anpacken, wenn man hätten, dass die Länder sich entwickeln, weil sie müssen sich wirtschaftlich entwickeln und sie müssen noch können teilweise sich selber ernähren. Und das ist etwas, wo man an der Vergangenheit, und du hast 100% recht, ich so nicht dat Politik aus mit das einfach Marktwirtschaft globalisiert hun Problem, dat mir eng Zeit an der Europäische Union immens viel Müllech Überproduktion hat. Wat man gemacht mit Pudermilch dabei gemacht und das dann sogenannten als Entwicklungshölle war verschiedene afrikanische Ländergang mat dem Pulli die mir net willenese, weil war will jeder just strempeln an Brüstchen jessen, dat get ze Summe gepresst am Container aus der an Kamerun an du ginet wirklich du gesagt den wat den Pulli für du Hannen zu produzieren als die 4 Euro für ein Kilo Pulli zu produzieren mir als ein Aufhaltsfleisch komprimiert du hin für 1,50 Euro wann den nicht viel suchen hört dann sie natürlich echt berät 1,50 Euro zu bezahlen wie 4 Euro also und du Abhängigkeit von hin nach May von uns und wir machen und dazu genau die Sachen wo man muss auch angreifen für du du gucken nach rundherum, du hast ganz viele Sachen, die neu verwehrt gehen, sind aber auch also an das der generellen Trend gewicht. Viel von diesem Ufer gegründet an der Europäischen Union trätiert, die geht am Container an irgendein asiatisches Land verschifft. Das ist ein Problem. Und das sind die Sachen, die du haben die Wirtschaft futti machen, an die hin noch wirklich Chance blockieren für sich zu entwickeln. Insgesamt sind wir dann do nicht an einer Utopie zum Beispiel, wenn Jonathan dann so geschweizt wird, ich fand den Term genial, weil du kennst den doch dann so ein, weißt du was, kommen fängt nun ganz transparent zu gehen. Wir lehnen einfach die Gesamtwertschöpfungsketten ab. Das heißt, wir weisen die Leute, wir erklären das, wir erleben das visibel, wenn ich gerne ein T-Shirt verkaufen, ob ich ein großes Handelsmarkt sind oder ob ich kleiner sind. Aber das heißt, ich weise, wo wird das produziert, wie schafft das drunter, wie Pestizide gehen da gesagt, wegen Wasser, Kasten, Abredung entstehen dadurch. Und ich preise das dort alles mal dann. Das heißt, mein ganz Transport für meine Umwelt sind Schäden, die ich verursachen, aber auch die Sozialkosten. Wenn wir sehen, dass ja eins, dass Selbstmordrate zum Beispiel bei den Bauern in Indien deutlich mehr ist als die zu Lützeburg. Und das kennt ihr auch nicht von ungefähr. Auch dazu sind ganz, ganz interessante Etüden mit dabei. Und das sind auch zum Teil Folgen von großen Treten. Dass wir so kommen schwätzen darüber. Für was bringen wir nicht fertig, auch als Europäische Union, für zu sagen, wir haben die Kapazität, wir haben Wissen davon. Und wir weisen uns gerne auch als schöne Mann an der Welt, und das fand ich auch gut so. Wir sollen das gut Beispiel sehen. Komm, wir fangen nun damit an, für das alles abzulehnen, für zu suchen, die Wuren, die wir kreieren, aber du weißt mal, was alles da drin ist. Wenn wir transparent und ehrlich sind, meine ich, dann hat man einen enormen Schritt gemacht.
Ja, genau der tut das wat mir vom Kommissär den Zello leider hat missen zurücktreten den irischen Handelskommissär anderes missen zurücktreten weil sich Corona Vierschriften gehalt hat Kit mehr 100 als Europaparlament an du hummer Fraktion übergreifend die 7 Fraktionen die de Brief Moden erschriven hun für him gering Luft zu gehen hätte mehr genau der toten dat man die sogenannten Due Diligence hätten dat Betrieber ganz müssen die ganz Wert die ganze Supply Chain dat man dat sie dem mussten oplehnen, dat du auch ganz klar Standarten dran sind. Die Legislation aus am Moment an der Macht. Man muss natürlich von der Europäischer Kommission von der Exekutiv ganz genau gucken wat du könnt ob das weit genug geht am Moment gibt es schon so viergaben dass op Betriebsniveau soll volontärement schon war festgestaltet dat einen ganz begrenzten Effekt hat so verschiedene Betrieber die machen das aus Marketinggründen aber nicht weil sie wirklich überzeugt sind sondern das natürlich auch den Effekt umfern kommt nicht den man hätten und du schmengen du zum Beispiel sind Bengali wat man net vergessen wir können noch natürlich Staat fordern an du siehst man sind eng von den stärksten Wirtschaften auf der Welt ja mit sind auch nach Chinesen an Amerikaner du die stärkste wie mir an dann hast natürlich du als einst du nicht gerade so einfach tatsächlich gilt wenn man gucken für Klima zu Paris du sind da auch ein ganz die nicht matt machen oder die sich mittlerweile im Trick gezünden an das natürliche Problem wenn die Grundsolidarität als politische oder als geopolitische Gründe nicht gehen hast. Du ungefähr mit Geopolitik an Entscheidungsprozesse Kommission die ugestellt am Europäische Parlament Klammer mal ganz kurz sagst, weil du hast 4 Beispiel genannt mit den Mampuli den Polirechter die mir heute Lützeburg studiert weil das nicht gut genug hast und das geht dann an der Kamerun picken so Beispiele für zu gucken ob dir du seht das als dann Konklusion richtig verstehen Konklusion richtig zu so mit der kein Fleisch an Afrika oder Kamerun also Kamerun als Beispiel exportieren für ihre Marché zu schützen für Bauern an Afrika zu schützen das wäre Beispiel oder auch wenn man da Textilruf brischen muss man wirklich T-Shirt nach China importieren oder kann man das nicht alles heimmachen sondern an dem Modell was du muss also oder die an den Container landen entschuldigt wenn ich du drauf vor mit Amerikaner hun Sudan forciert die wollten ihre Marche blockieren für den Import von Eisenkleid aus dem Containern die Mio4 verkaufen an Amerikaner die ihnen zur Wirtschaftssanktionen ihnen vor 14 die EU gedroht nur dem wo sie das deklariert haben an die importieren noch lustig amerikanische Kleider mal dran am in den USA gehen 12 Millionen Tonnen das sind 12 Milliarden Kilo dat sind eng Graf 40 bis 45 Milliarden T-Shirten umgerechnet gehen sie alle Jo an Sammlungen die muss nie erschienen an der man beschen nach Sunde mat an dann forsäiere mal Länder fir de mat ranzuhöllen an de machen ihr Boot so an dat sind dann du immer immer an der Realpolitik a just am Dram so nicht mal wann man de Leiit méi erzählen die Leute die bei Reis all der Kleder mat bringen dat sind die hun von Ästem gestartmänglisch an die Video net kannt die just matgrot vom Heere so von engem Artikel oder von Appes wo man darüber geschwert hun ohne Polemik dat das Transparenz dat passiert man der Klede die dann der Container geht an dummer viele Retoure krut ob per Brief per Message per Telefon Leiit die Lunch kam die so mir dann will ich mir an den Container gehen an dat net mir mache kein Opruf geht nicht an den Container mir so just mir soll noch für selbst 4 zu machen und du gebe ich mir ganz viele Unterstützung wünsche noch an der Politik auf drüber am Idealfall gibt mir eine abgeklärte Gesellschaft gehen die immer mehr handeln das genau das guck an Schulen dran du gibt für mich keine Kritik geübt du gibt kein offenen Debagen genug gefördert einfach nur viel mehr realistisch kannst du so und du will ich und du will ich nicht. Und das gibt mir ganz viel wünschen, dass das auch an mir sind, dass die Industrie trächt durch sich durchsetzt für zu so, dass du das zu kompliziert für Leute drücken man nicht über Etiketten. Das ist für mich ein Skandal. Ich hätte gerne, dass du drauf steht, ob das gehen manipuliert oder so nicht. Ich will gerne wissen, was die Tiere gefressen sind. Und ich will gerne den Schwach für zu so, dass du will ich kaufen an Jessen, dass du will ich nicht kaufen an Jessen. An die Schwach kriegen wir nicht gelos. Und das ist für mich die Utopie als solches, für eine Lehre zu haben, wo ich einfach den offenen Schwach habe.
Und du gelebe ich ganz viel auch in Neusgesellschaft, auch in Lützeburg, auch in Konservativländer, auch in Reichsländer, dass du ein Umdenken viel mehr einfach zu fördern wäre, wie ausschließlich immer nur durch kleine Aktionen, durch Demonstrationen, durch viel Konferenz. Christoph, vielleicht aufschließend. Die Konklusion ist, eine neue Debattekultur für Lützeburg, für die Europäische Union, für eine bessere Welt? Wir haben die sogenannten europäischen Bürgerinitiativen, sie gehen nicht genug gebraucht. Da kann ich noch vielleicht darüber diskutieren, ob die ob Kriterien, die du für Gesicht gehen, auch die richtig sind. Im Moment müssen über 1 Million Leute aus so vielen Memberstaaten schreiben haben. Da muss ich schon eine riesige Organisation haben, für das überhaupt klappt. Ich hatte die Chance, der Rapporteur auf der Revision von der Trinkwasserdirektive zu sehen. Das war die erste, und das also sich als Reaktion von der Kommission gewesen, ob die sogenannten Right to Water Initiative, die Bürgerinitiative, die den Access zum Wasser soll verbessern. Die Bürgerinitiative wird natürlich noch mehr weit gehen, aber du hast du muss ich noch eins, voilà, und hast du mal geschrieben, ja. Ja, nehmen auf alle Fall wäre schon als schon für das Parlament und nicht verhandelt und natürlich das Parlament hast du immer ein bisschen mehr progressiv wie Memberstaaten, das mengsch das auch als Rolle für ein bisschen zu kitteln, für mich weit zu gehen. Ich kann da sagen, du war immens viel Resistenz, wenn man über die Diskussion war auch halt zu Lützeburg, wenn man darüber schwätzen, Trinkwasser an den Grundwasser an den Restaurant. Es so nicht, dass das Wasser muss gratis sein, weil das Wasser... Das kann mich auch kein gefordert. Das sind Leute, die das fördern. Ich bin ganz mit der Kamera. Das ist nicht gratis. Und wir haben den Kompromiss für den steht, dass die Bomberstaaten sollen encouragieren, was ganz schwer ist. Aber ich fand, der Wirt muss ja auch können leben, und der Restaurant muss auch können leben. Aber wenn ich einen Euro für ein Glas Wasser, man denkt, was kalt ist, der Brüche auch gelesen, ich fand das so ganz normal. Und man muss das auch bewusst sind, wenn man das Wasser aus dem Grund trinken, für dieselbe Preis, wo man normalerweise ein Flaschwasser kaufen, kriegt die 700 bis 800 Liter geliefert. Die ganze Plastik oder auch Glas, was gespült muss gehen, fällt weg an, die ganze Energie für zu transportieren. Das heißt, wenn Leute wirklich bewusst sind, müssen sie auch bei sich, das klingt immer klang oder so, weil jeder da mal aufpackt. Dann haben wir immens viel gelegt, dann haben wir am Klimabereich erreicht, dann haben wir am Uferbereich extrem viel erreicht. Und ich meine, das da los ist Leute mehr eindeutig Message los, mehr informieren über den Hintergrund. Und da sind ich davon überzeugt, dass mehr Leute auch bereit sind, für zu suchen, da meine ich mal. Oder das interessiert mich. Ja. Und ich meine, das ist ein ganz guter Schlusspunkt zu einem EU-Blind Date. Christoph Hansen, vielmals merci, dass du da Zeit geholt hast. Merci auch. Kiefer. Vielmals merci für die Invitation, dass man konnte bei dir am Venue Village sein. Merci, dass ihr gekommen seid. Merci, wir hätten noch lange weiter diskutieren. Ja, wir haben nicht angefangen. Das war nur warm, weil das war noch nicht irgendwie so das nächste Enregistrement für zu so ein dass wir wissen, wie ein Thema wir da ranholen. Das ist viel. Ökonomie zirkulär. Das ist auch so ein größtes Konzept, mit so viele Einzelbausteine, die irgendwann müssen gesagt gehen. Also ich meine nicht mit der Konferenz einen 30 gezogen zu dem Thema. Und dann habe ich herausgefunden, dass so wie wir Ökonomie zirkulär definieren, weil du stimmst mir mit 15% vom Markt übernehmen. Weil du geht genau dasselbe gemacht. Du hast das Marketing für 300 Pumpe benutzt. Aber für einfach für zu so. Du stellst dich das ist die Beste von der Tele. Der Automobilzulieferer, diese wäre seit 20 Jahren zirkulär. Weil die machen kleine Komponenten am gespritzten Polypropylen für die Autoindustrie. Und die so, mit denen den Auto noch hält, der kann das Stegerem rausbauen und der kann etwas Motor machen. Also sind wir zirkulär. Weil du kommst mit Tränen. Was kann du da machen? Das ist mir egal, weil ihr seht, das Rang an Polypropylen wie so viel. Und wir wissen alle gut, dass man wie 1% von Polypropylen auf der Welt recycliert wird. Aber das ist ihm auch egal. Ihr seht, die anderen können ja. So wie wenn du zu Strop schreibst, recycelbar. Du kennst den Host. So ein Term, der mich von nichts bestraft gibt. Was hältst du von Verbotspolitik? Ich habe kein Problem damit. Ich bin angeschränkt. Ich habe kein Problem mit dem Mord, aber ich hätte gerne, dass die ehrlich Preise verlangen können vom Mord. Und das lässt man nicht so. Das heißt, wenn ich
kann erscheinen, wenn ich Frauen scheine bei der Arbeit, das ist definitiv der Fall. Aber wenn ich die Welt verhunzen für die Produkte so nicht mehr das ist in unserem System, in unserem Denken machbar. Aber du bezielst dafür, dass dem Content muss geholfen gehen. Du bezielst ja nur, dass das muss medizinisch versucht gehen. Du bezielst dafür, dass die Boden muss assanisiert gehen. Du bezielst dafür, dass alle die Bauern rundherum, weil du so Dave Groß, weil du von einem dicken Konzern kannst, dass die im Gang sind ausstehen. Du hilfst du am sozialen Package für Mathe zu finanzieren. Und da kostet der Produkt nur 9 Euro, der Produkt kostet nur 70. Und dann nur Transparentpreise für Transparentaktionen. Und ich verbiete denen nicht, das Futti zu machen mit Moosen. Natürlich so nicht einen dicken Fall, der kann erscheinen. Mit am Moosen. Und dann gelebt ich dann darum, dass ich Marché kapabel ist, für mich zu regeln. Ich muss natürlich kommen, für zu sagen, ich muss alles verbieten, von nicht überzeugt sind, dass es gut ist. Ich hätte mit der Verbotspolitik ist da drauf angeschaut. Wir holen letzte Legislation auf den Weberich über den EW-Plastik. Wo ich noch kann so, das kann mir weit kommen. Das war ein ganz riches Produkt, die komplett und das auf Statistiken basiert, natürlich 40 am meisten am Meer rümpfen, die 7. Kontinent, das war dem. Was hältst du davon? Weil das natürlich die enge Sache aus davon. Eine Hypokrisie. Wieso? Weil einfach, weil man als ganz viel, wenn du dann Plastik guckst, und du guckst, was das bewegt hat, los immer so weit, dass man dann ausgewählte 6 oder 7 Produkte, dass man die verboten. An dem Prinzip vom Einwegplastik, die Industrie, die hat dann Zeit gehabt, an der Übergangszeit, für sich viel zu bereden, und sie bringen noch Produkte, die von der Nachhaltigkeit hier nicht besser sind, und die einfach als Ersatzmaterial geschlossen werden, weil das Prinzip immer visiert wird, nicht mehr kein gewöhnlichen ändern. Und das ist das, was das ist die Idee. Wo wir so wir kommen encouragieren Sachen, wir fördern Sachen, aber bei anderen Sachen setzen wir dann als Taxen drauf, für sie zu decouragieren, für zu so, wir kommen fördern die Sachen, wo wir wissen, dass sie sozial und ökologisch einfach mehr sinnvoll sind. Weil mir bringt es nicht, wir kommen noch fest, ich bin nur refusiert, für fester zu gehen, aktiv als Unität, wo nicht insgesamt auf Einweg verzichtet. Das ist Einweg Bambus, weil gesagt wird, dass kein Einweg Plastik. Geht die Produktion von dem Bambus so gucken, da kommen da Tränen. Ja. Und dann machen wir Bioplastik, das heißt, wir machen Monokulturen vom Mais, dem man Pestizide vollgemerkt hat, die in der Not. Das Problem ist beim Bioplastik, oder gedacht nach denen sich selber zersetzt mit der Sonne, mit der Witterung. Das ist ein anderes Problem, da haben wir nur Mikroplastik, wo man an der Trinkwasserdirektiv da ja festgehalten und dass den auch mal endlich soll gemonitort gehen, auch wenn man keine handfeste Etüde gegeben hat. Das war das, und das kann ich das sagen, das war so ein Streit beim Kassei, für das tut nicht überhaupt dran zu kriegen. Hallo, stellen Sie letztes Jahr eine Etüde publiziert, wo sie bei Neugeborenen in Deutschland, wo über 15% von den Babys Mikroplastik am Blut haben, wenn sie auf die Welt kommen. Da muss ich mir da kein vor mir stellen. Ja. Wenn jemand sieht, das biodegradabel, oder könnt irgendjemand diesen engen Becher, wo meint, der wäre ja vielleicht recycelbar, aber das steht da noch drüber auf den Produkten. Es wird gesagt, das biodegradabel. Und so nicht biodegradabel kann man genau gucken, was das ist. Und das ist nicht, dass man sich an Luft und Liebe ablässt. Das ist Marketing. Man zersetzt sich effektiv an der Normen, die biodegradabel, also wenn es nicht geschützt, aber wenn ich mir da etwas drin vorstelle, so unter den industriellen Konditionen, die Moleküle von so einer Länge maximal, das ist alles andere. Wir haben aber die Qualität von der Moleküle nicht geguckt. Das sind die Sachen, die als geckig machen. Und die sogenannten biodegradablen, das aber auch nach verschiedenen Konditionen, mehr wie 50 Grad Celsius etc. Industrielle Konditionen. Voilà, und da kommt nach kein Wasser an Luft raus. Und das vertellt mir, wenn ich so, und ich kann das so weit zersetzen, dass ich mein Mikroplastik, mein Nanoplastik produziert habe. Oder andere Moleküle, wo Schwermetalle mit dran sind oder andere Mittel mit dran. Was tut mir das geholfen? Ich frage mich so gut, man zum Teil das Problem noch mehr krass macht. Wie du vermengen statt aber die Verbotspolitik, wo du siehst, die dort Produkte, also etwas, was nicht recycelbar ist, das tut noch etwas, was du feststellst, dass das majoritärement an unsere Gewässer rumfand geht, wenn sie die Produkte vom Marché hältst,
an schaffen dat keng du hast vun de Strehelm das dann natürlich ginet och die dote mit Gine war och wann vor an den Cocktaildrehskrise dacks die Edelstahl oder wat sinnet déi och wäschbar sinn. Ich meng dat fir eng Alternativ du muss effektiv dann noch oppassen, dat die Alternativen dann auch wirklich eng besser Alternativ sind wie dat wie du vermenglisch Verbotspolitik as net unbedingt falsche weh. Wenn man Produkte, die wirklich Kurs vom Problem sind, vom Marchekriten oder einen großen Deal davon, da kann ich mal Verbotspolitik ganz gut leben. Ja, mit FCKW Gas in dem studiert ökologisch orientierte Ökonomie, immer demonstrieren gegangen für FCKW zu verbieten. Die sind du nur 20 Jahre lang Übergangsfrist für die Industrie, weil sie gut nicht konnten, sind sie verboten gehen. Mit die Aerosolen, die Haut da gesagt gehen, die sind nachweislich nicht besser. Gehe ich lieber von der Klimaschicht rundum wie die FCKW. Aber braucht man dann eine Ewigkeit für das zu verbieten. Und das sind so Geschichten, wo ich mir so, wir kommen, wir schwätzen mehr darüber, wir klären mehr darüber ab, für an dem, wo wir packen, für Verbot zu machen, allein für Leute darüber abzuklären. Wat hältst du vun der Elektromobilität, wenn die an Grand Mass mat der aktueller Technologie gemacht wird? Ich hatte schon große Diskussionen noch mit Vertretern von anderen Parteien und das Gespräch darauf kommen. Ich persönlich fand nicht schuld, dass man alles dort axieren, weil kein Heilsbringer ist. Das ist mir so mit meinem Teil für drunter und machen wir alles Elektro. Ich kenne Fehler, die DAX genug ausgetauscht, mir genug darüber recherchiert. Du gibt Manifestfehler, die ich ganz gut fand. Luftqualität an so urbanen. Du gibt exzellente Argumente. Mit dem Notdeal, dass man wirtschaftlich betrügt, gehen wir Jahrzehnte lang, für das zu amortisieren, halten wir so in dem Dote fest. Ein Platz, der ich mit der Atomenergie gemacht habe, wo wir Jahrzehnte lang, obwohl wir wussten, über die Risiken, was dann drin ist, haben wir 4 subventioniert. Die letzte liegt am Kopf und das waren die 850 Milliarden, die von der EU in Richtung Atomkraft, allein von der EU, dort dran gegangen sind an die Entwicklung, und wir fanden nur ein Endlager, was kein Mensch fand hat. Und dann bei der Elektromobilität fällt mir dasselbe. Der Technologie machen wir Jahrzehnte lang daran investieren, was vielleicht ein Trepplich besser als wie das von früher. Ja. Mir fehlen die Dote suchen für exzellente Lesungen zu schaffen. Wo kommen mit der Premieren hier? Ja, natürlich. Natürlich. Und dann fand ich doch effektiv, wie ich raufkomme, in Radio gelauscht hat, ein Auto von einer asiatischer Macht, die haben da Werbung gemacht, sie kriegen 8.000 Euro Prim, wenn in den Aber erstens erstmal, wie kann wen legt sich so Auto mit der Preisklasse und zweitens mehr subventioniere lo eine Technologie, die eine Technologie komplementär ist oder de Transition, mit das nicht das, wo wir hier wollen. Und das ist ein größter Fehler. Ich habe Tax nicht kontestiert, dass es eine Transition ist. Mit dem Notdeal, mit dem Opfern, den wir betreiben, dass es eine enorm lange Transition gibt. Und dass das dann daran hindert, für einfach richtig so und daran zu investieren, wo wir wissen, dass es Potenzial ist, für einfach eine viel bessere nachhaltige Lösung zu produzieren. Ja. Das ist das, was wir am meisten reprochieren, die Elektromobilität. Ja. Also schon eine Verbesserung, aber wir sind beim Treppenbeispiel, wir sind umgegangen, in Trepplich zu gehen. Dann los als bei diesem in der Kaufmann und ich meine, wir haben noch ganz viel Potenzial für nach 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden weiter machen, nicht zu diskutieren. Ja. Vielleicht können wir auch so verbleiben, dass man es vielleicht nicht gesehen an dem Setting oder sie wird eine Konferenz, die vielleicht nicht springt oder wie es jetzt siehst, vielleicht irgendeinen anderen Weg fand, für weiter zu diskutieren, weil ich meine, das ist ein Austausch, das bringt die Leute etwas, vielleicht hoffentlich würdet ihr schon etwas bräucht. Ja, ganz cool. Für mich war das flott nutzulaufen. Das heißt, Narenke ist so auch merci. Merci Christoph Hansen, dass du dir Zeit geholt hast. George Kiefer, merci für die Invitation. Ganz kurz, merci. Merci, ja.